ausgezeichneten Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Sie steht darüber hinaus auch stellvertretend für die aktive Arbeit und das Engagement all derjenigen, die ihren Beitrag zur Förderung und Vermittlung der mongolischen Kultur in Deutschland über die Jahre hinweg geleistet haben. Ich freue mich daher insbesondere, dass Professor Wulff aus Freiburg und der Herr Frank Vossen aus Bonn angereist sind. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Bundesrepublik Deutschland ist unser wichtigster Partner in Europa. Während des Besuches von dem Bundespräsidenten in der Mongolei im September 2008 wurden diese Beziehungen in einer gemeinsamen Erklärung als umfassende partnerschaftliche Beziehungen definiert. Diese Beziehungen sind insbesondere stark in 5 Bereichen. Eines ist und bleibt der Bereich der Kultur und Bildung. Von der Betrachtung der Gesamtheit unserer bilateralen Beziehungen hat der Bereich der Kultur, Bildung und Wissenschaft besondere Stellung. Kultur hat einen maßgebenden Beitrag zum anfänglichen Kennenlernen gehabt zwischen unseren beiden Völkern und des Weiteren zur kontinuierlichen Entwicklung der mongolisch-deutschen Beziehung geleistet und ist erfreulicherweise bis heute eine tragende Säule der Zusammenarbeit. Bei dieser Gelegenheit möchte ich den vielen Reisenden, Gelehrten und vielen Wissenschaftlern unseres Gastgeberlandes Deutschlands unseren gebührenden Dank für ihre Vorbereiterrolle aussprechen. Ich meine damit den Herrn Hermann Consten, welcher die ersten Fotos und Bilder über die Mongolei lieferte, Herrn Erich Hänisch, welcher die geheime Geschichte der Mongolen der Weltöffentlichkeit zugänglich machte, und Walter Heissig, einem der Grundsteinleger der Mongolistik in Deutschland. Meine Damen und Herren, das Mongolei-Zentrum in Berlin als ein Vermittler der mongolischen Kultur und Kunst in Deutschland ist ein weiterer Schritt in Richtung Förderung und Ausbau der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Ich bin zuversichtlich, dass mit der Tätigkeit dieses Zentrums jeder hier in Berlin vor Ort die Möglichkeit haben wird, sich noch intensiver mit der einmaligen Zivilisation und Kultur der Mongolen sich zu beschäftigen und dies kennenzulernen. Das Mongolei-Zentrum in Bonn und Freiburg sind die Vorreiter auf diesem Weg. Ich möchte bei dieser Gelegenheit Herrn Professor Wulff und Herrn Frank Vossen unsere Anerkennung für ihren Beitrag in der Sache zur Förderung und Vermittlung der mongolischen Kultur und Traditionen in Deutschland zum Ausdruck bringen. Ich habe noch eine sehr gute Erinnerung an die Kulturwoche, die Sie, Herr Professor, 2006 in Freiburg organisiert haben, anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Mongolei. Ja, zu Herrn Frank Vossen kann ich nur sagen, also er ist der Beginn, der Start, was betrifft die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern auf diesem Gebiet. Vielen Dank dafür, Frank. Meine Damen und Herren, diese Tradition weiter zu pflegen, ist unsere gemeinsame Aufgabe. In Zeiten der Globalisierung kommt besonders dem gegenseitigen Kennenlernen, der gemeinsamen Verständigung besondere Bedeutung bei. Auf der Website von diesem Zentrum, der Galerie, Herr Ottomeyer, haben Sie und der Gutmeier vermerkt, dass die Galerie daran interessiert ist, vielfältige Facetten der Kultur der Mongolei auf künstlerische Weise zu präsentieren. So soll eine breitere Aufmerksamkeit für dieses Thema geschaffen und bewusst Einfluss auf die internationale Wahrnehmung genommen werden. Es gibt auf diesem Gebiet noch viel zu zeigen und zu entdecken. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne viel Erfolg. Ich wünsche euch allen Anwesenden alles Gute und viel Gesundheit.
Andenken an die heutige Eröffnung möchte ich Ihnen ja offenbar bei einem Grußwort überreichen, Frau Botschafter unterschrieben. Ich lese es in Mongolisch vor. Երկում հունդը օգնվայ օգնվայ նախանա։ Օգնվանի բուկներ գերմանսոնից բերդի օգնա մոնգոլսկատու սոյդի խոս վենս ոստակշտա։ Монгол төвийг анхны байгуулж байгууллагынхаа үр тааллыг нээж буйсан баяр хүргэж тань болон та бүхний хамтран зөвшөөрөлд эрүүл нэгэн ард шаарга цаашдын ажил хөдөлмөртөнд өндөр амжилт амьдралын сайн сайхан хэрэгжих. Гэрлийн хот 2010 оны 9 сарын 25